Okay, ja, die 5 bis 10K, wie ihr da seht auf Reddit, ist amigs aus der Perspektive von einem Ami oftmals. Also das sind oft die US-User, die da irgendwie die Fragen stellen. Aber generell das Thema Product Placement für Musikvideos ist auch für euch jetzt aus Schweizer Artist-Perspektive sehr spannend. Ich glaube, generell sind wir jetzt in einer Zeit, wo man nicht mehr so wie früher das mega, mega krass hinterfragen wird und sagt und gerade aufschreit und findet, es ist sehr laut, wenn man jetzt in einem Musikvideo etwas quer finanzieren tut mit einem Partner, also sprich mit einem Werbepartner oder mit irgendeiner Firma, wo eine spezielle Szene sponsern und du wegen dem mehr Budget hast für Musikvideos. Ich persönlich finde das heutzutage eine gängige Möglichkeit, wenn es clever gemacht ist, wenn es intelligent gemacht ist und es nicht too much ist. Und das ist natürlich jetzt eine feine Linie, verstehe ich schon. Ist das auch eine gängige Möglichkeit, würde ich sagen. Es ist nicht nur die einzige Möglichkeit, aber es wäre eine gängige Möglichkeit, wie du auch schon relativ früh auf einem frühen Konsumlevel dir gewisse Musikvideo-Budgets querfinanzieren mit halt Sponsorings. Jetzt die Person da fragt generell, ob es irgendwie Agencies gibt, also Agenturen, wo dann Indie-Artists mit diesen Brands, kleinere Brands oder so zusammen paart oder nicht. Gibt es vielleicht sicher auch in der Schweiz so Geschichten generell für Werbesponsoring oder kann man einfach mal ein bisschen Ausschau halten, vielleicht Product Placement, Sponsoring Agenturen. Gibt's Agenturen generell gibt's wie Sand am Meer, vielleicht nicht gerade solche, die sich halt nur auf Artist-Vermittlung irgendwie spezialisieren, weil für das ist der Markt wahrscheinlich noch ein bisschen zu klein. Aber ich würde nicht einmal gross auf die Agenturen eingehen, weil für die das zuschauen und das irgendwie spannend finden, würde ich euch vielleicht eher ans Herz legen, selber die Leute ausfindig machen, sprich, wir haben auch schon mal andere Episoden gehabt, wo es so ein bisschen um Werbeplacements gegangen ist, von einer Beatmaker-Perspektive. Und ich sage es da gerne nochmal, es gibt so Geschichten wie LinkedIn oder auch die persönliche Seite, das persönliche Magazin, das ihr im Internet findet mit der Google Search, aber vor allem so etwas wie LinkedIn, wo ihr könntet reingehen und wenn so jetzt wirklich wichtig wäre, gezielt Sponsoring-Partner zu finden, wo ihr würdet anschreiben zum Connecten, findet ihr auf LinkedIn heutzutage so ziemlich jeden Namen zu einer modernen, ich rede da jetzt nicht von der biggest international Brand, sondern zu halt vielleicht auch Schweizer Brands oder halt Brands aus Europa, wo halt innerhalb von der Schweiz etwas machen wollen. Und es ist heutzutage ziemlich einfach, sage ich mal, wenn man jetzt von Creator-Seite, man ist Creator, man hat das Produkt, weil jetzt, wenn jetzt die Werbebranche ein bisschen reintappst, dann musst du halt dort eher jetzt ein bisschen dein Business Hat, also deinen Business Hut aufsetzen und dann kannst du wie so davon ausgehen, okay, dein Musikvideo ist wie ein Produkt. Also der Song logischerweise, wo das Musikvideo drin verkleidet ist, aber das Musikvideo ist wie so eine Werbefläche. Also so kann man das sehen, dass das eine Werbefläche ist. Weil YouTube macht das so oder so. Ungeachtet dessen, wenn ihr euren YouTube-Channel ja monetarisieren wollt, wird YouTube sowieso automatisch mit ihrem dynamischen Werbesystem, das sie haben, werden sie Werbung schalten auf euer Musikvideo. Nur der einzige Unterschied ist, wenn ihr eigene Sponsorings oder Product Placements ins Musikvideo tun, könnt ihr das viel, viel besser kontrollieren, was dort reinkommt, wenn etwas zu sehen ist, wie viel Geld man auch dafür bekommt. Weil das ist ja kein Geheimnis, dass Product Placements, die man direkt in ein Musikvideo rein tun würde, oder in generelle Video-Content, wo man irgendwie selber würde produzieren als Creator, als Artist, dass die Fees dort potenziell viel, viel höher sein können, als das Werbegeld, das von den Views reinkommen bei YouTube. Weil jetzt
es gibt halt Layers für alles. So, die reden da zuerst von Alkoholbrands und so Sachen. Dort ist es jedem selber ein bisschen überlassen, dass gewisse Segmente, also ich sage mal gewisse Brandgebiete oder gewisse Produkte, wo man jetzt würde dort mitspielen, sind jetzt für mich ein bisschen safer als andere. Ich würde jetzt nicht auf die Idee kommen, oder ich würde mir das 7-mal überlegen, dass ich jetzt ein Alkoholbrand würde in ein Musikvideo einpacken irgendwie. Aber generell kann man so ziemlich jedes Produkt, das ihr da draussen seht, kann man clever in die Story einpacken von einem Musikvideo. Jetzt, ja, da gibt es halt gewisse werberechtliche Sachen, die man beachten muss, dass wenn es tatsächlich so Sponsoring-Placements gibt in einem Musikvideo, gibt es dort das Werberecht, wo halt auch gewisse Sachen, Regelungen vorgibt, dass man das halt muss deklarieren, dass das in der Video-Description und alles irgendwie enthalten muss werden, aber das ist jetzt eine andere Sache. Da geht es jetzt eher mal um die Sache, dass wenn der Upload euch etwas zeigen sollte, jetzt weil wir random auf die Frage gestoßen sind, ist, dass es heutzutage würde ich mich nicht mehr gross mit dem aufhalten lassen, sage ich mal, mit dem Mindset, wo auch ein bisschen altmodisch ist, wo ein bisschen von früher ist, dass das jetzt ein Ultra-Sellout wäre, wenn man jetzt irgendwie ein Musikvideo, irgendwelche Product Placements hat und von dort das Budget holt. Wenn das irgendetwas Harmloses ist, irgendein Produkt, ich denke nicht an so International Brands, wo irgendwie dann riesen Marken und riesen Systeme dahinter sind. Ich denke da an so harmlosere Geschichten wie, ihr kennt Leute kennen, die irgendwelche Schweizer Firmen in Marketingabteilungen von Schweizer Firmen hocken. Irgendetwas Lokales, irgendwelche Kleiderbrands, irgendwelche, you name it, irgendwelche Produkte, wo ihr lokal einfach abfeiert, wo ihr irgendwie konsumiert. Und klar gibt es eine ganze Welt von internationalen Produkten, wo wahrscheinlich die meisten, die dazu schauen, eher bei diesen internationalen Brands irgendwie daheim sind, so rein vom Konsum, und sich irgendwie wünschen würden, dass die mit einem zusammenarbeiten, und vielleicht passiert das dann auch irgendwann mal später, wenn die internationalen Brands vielleicht auch sich in der Schweiz Sachen anschauen. Nur der Stand heute ist so ein bisschen ähnlich wie in anderen kleineren Ländern innerhalb und außerhalb von der EU, dass die meisten International Brands machen, wenn sie so Product Placements oder Sponsoring Deals abmachen mit Content Creators bzw. mit Artists, wenn ihr euch fragt, das sind das meistens so International Agreements, wo sie irgendwo in den Headquarters abgemacht haben in Amerika oder in UK, und dann wird das wie so auf die ganze Welt ausgestrahlt. So, darum werden meistens auch internationale Namen, also Artists, für das verwendet. So. Ich finde es jetzt für euch, die Generation, die da jetzt zuschaut, bei diesem Collab-Content, finde ich es viel, viel spannender, wenn man sich irgendwie Firmen aussucht, die halt irgendwie etwas mit der Schweiz zu tun haben, irgendwie lokal eine gewisse Strahlungskraft haben oder irgendetwas, was ihr selber nice findet, was ihr selber auch wirklich legitim supportet. Und dann ist von dem Zeitpunkt bis dass man das vielleicht könnte integrieren oder diskutiert, dass man das in ein Musikvideo integrieren kann, ist es nicht mehr so weit entfernt, so etwas. Und das ist für mich auch jetzt nicht ein riesen Sellout. Klar gibt es einen Punkt, wo man erreicht, dass wenn man dann pro Musikvideo, das droppt, immer 4 verschiedene Product Placements hat, ist man dann irgendwann schon nur noch ein Werbeplakat. Aber ich finde jetzt, die andere Alternative soll auch nicht sein, nie irgendetwas machen und nie mit dem Gedanken spielen, dass du nicht das Geld könntest nehmen von irgendeinem Werbepartner, wenn du cool mit denen bist, wenn du wirklich eine legitime Beziehung hast und du flippst das Geld in ein geiles Musikvideo, integrierst die Leute noch irgendwie ein und sagst, okay, das sind die Rahmenbedingungen, bam, bam, 3 Sekunden werden dir dort angezeigt, plus in der Videodescription, was auch immer dann die Bedingungen sind, da ist man heutzutage extrem flexibel, und dann hat man eine Win-Win-Situation, weil du als Artist hast vielleicht die Vision können besser
hast die Vision können besser etablieren oder besser verwirklichen, weil du viel mehr Budget jetzt gehabt hast, weil du vielleicht Werbeintegration gemacht hast, irgendeine Form von Product Placement und die Firma oder der Hersteller, wo das Produkt irgendwie placed hat bei dir, ist auch Win-Win für beide Seiten, weil sie sich mit der Coolness von einem Artist zusammentun, mit einer Coolness von einem Image von einem Artist. Und wenn du jetzt so ein Produkt triffst, wo du weißt, dass deine Konsumenten, deine Zielgruppe, eben dort hast du halt eher den Business-Hut jetzt auf. Wir reden da jetzt nicht von Sachen, die halt viel mit deiner Kunst zu tun hat. Aber dort liegt auch vielleicht ein bisschen so Kunst drin, dass man halt so, es gibt Künstler und Künstlerinnen da draußen, die so Placements, Product Placements, Sponsorings, wie auch immer das nennen willst, extrem clever und extrem kunstvoll auch irgendwo können integrieren, dass das alles Sinn macht und dass niemand mad ist am Ende des Tages und dass die Konsumenten sogar einen Mehrwert bekommen und sagen, geil, das ist ein Produkt, mit dem ich sogar auch etwas anfangen kann. Und ich glaube, dort geht es auch immer mehr an, dass es ein Mix wird, dass es nicht nur das ist, es wird auch, ihr werdet wahrscheinlich in der Laufbahn von der nächsten 20, 30, 40 Jahre, wenn ihr das jetzt ernst nehmt, so ein Karrierepfad Musiker oder Musikerin, werdet ihr auch sehr viele Uploads haben oder sehr viele Song-Releases, die gar nichts mit Werbepartner irgendwie zusammen zu tun hat oder so, weil es stimmt schon, wenn er jetzt würde sagen, ja, aber Alex, es ist nicht, sollten wir vielleicht nicht das meiste davon werbefrei behalten, dass man halt seine künstlerische Integrität hat. Auf jeden Fall, weil immer wenn es so Product Placements gibt, gibt es natürlich auch Diskussionen, wenn Leute dir Geld geben für so ein Product Placement, gibt es auch eine gewisse Erwartungshaltung, die mit dem Geld kommt, wo einem gegeben wird. Und das ist jetzt nicht einfach Spielgeld, mit dem man machen darf, was man will. Und nachher ist man verwundert, wenn dann der Werbepartner irgendwie etwas zurückverlangt für das. Darum, das ist immer mit Verpflichtungen und mit Verantwortung hängt das zusammen. Aber es sagt niemand, dass du einen Mix aus diesen beiden kannst sagen, dass du dich für die meisten von deinen Werken, sage ich jetzt mal, und vielleicht Musikvideo oder Video-Content-Pieces, dass du dich eigentlich befreien tust und gar nichts integrierst, was du irgendwie nicht willst. Und dann gibt es vielleicht 2, 3 Key Pieces, mit denen du halt das Geld flippen tust, vielleicht der Geld gehst holen, 2, 3 so Money Grabs machst, sage ich jetzt mal, also so ein Moment, wo du sagst, okay, ich hol mir den Bag und so etwas kannst du halt querfinanzieren von einem Product Placement und vielleicht kommst du so viel Budget über, dass es sogar für die nächsten 2, 3 Video-Content-Pieces reicht. Und man hat aber abgemacht, dass man nur irgendwie ein Video-Content-Piece das Produkt integriert oder die Werbeintegration macht. Darum für die Zukunft, ich meine, für die noch nie an den Gedanken gehabt haben, hilft vielleicht das Video, um das ein bisschen Inspiration zu geben. Weil Product Placements heutzutage finde ich jetzt nicht mehr schlecht in Musikvideos. Wenn man es intelligent macht, wenn es zu etwas Plumps ist und man hat sich wirklich nichts dabei überlegt und es ist dann irgendwie einfach irgendetwas so ein bisschen angekotzt, so. Dann ja, kann man es auch wenn es dann 2'000, 3'000 Stutz gibt für das, könnte man es vielleicht auch lassen. Aber wenn man es irgendwie in seine eigene Vision mit reinpacken kann und es gibt auch noch Geld dabei und du monetarisierst sowieso standardmäßig auch noch deine Views durch reguläre YouTube-Werbung und alles, dann ist Win-Win-Win. Also dann ist für alle Seiten ist man am Gewinnen, weil dann hast du auch immer noch deine Song-Einnahmen, also deine Werbeeinnahmen, die kommen durch die YouTube-Views, durch die Streams generell, plus vielleicht hast du noch eine clevere, intelligente Product-Placement-Integration drin, irgendein Produkt, das du abführst, plus der Werbepartner wird dann in Zukunft vielleicht auch noch mal etwas machen, wird dann vielleicht irgendwann mal
Vielleicht hat er das so cool gefunden, das Content-Piece, oder hat dort so gutes Feedback auf das bekommen, dass er irgendwann einmal deine Tour wird sponsern oder irgendetwas. Ihr seht, aber dann ist man plötzlich in einem Gebiet, wo man sich alles sponsern lässt. Und das soll auch nicht das Endgame sein. So. Ich würde das schon ein bisschen reflektiert angehen. So. Das ist jetzt einfach ein Upload, in dem erklärt wird, dass Product Placements in Musikvideos nichts Schlechtes ist. Aber das bedeutet nicht, dass man jetzt dort auch übertreiben soll, weil es gibt natürlich auch wenn ich jetzt nicht gross etwas dagegen habe oder finde, das gehört auch so ein bisschen zum Musikmarketing-Game dazu, gibt es aber auch Artists, die die ganzen 20, 30 Jahre sich nicht mit Sponsorings oder so Sachen fremd finanzieren lassen und trotzdem ihre Kunst können machen, die sie geil finden. So. Das wird jetzt nicht ein Zwang sein in Zukunft, glaube ich, oder eine Voraussetzung, dass man jetzt geile Shit machen kann, denke ich. Weil gewisse machen sich vielleicht dann dort auch einfach ein bisschen zu einfach, wenn sie glauben, dass man sich jetzt einfach viel Geld kann holen kann und nachher hauptsächlich man hat das geiles Musikvideo gemacht. Das soll auch nicht der Sinn von der Sache sein. Aber Product Placements für Musikvideos kann man sich überlegen. Über die Einzelheiten kann man sich immer noch streiten, über die Konditionen und alles. Offensichtlich eben, das ist aus einer US-Perspektive mit 5 bis 10k Payouts. In der Schweiz könnte das auch nicht ein bisschen anders aussehen, sage ich jetzt einmal. Ob man das über Agenturen macht oder Ding, ich würde mal meinen, wenn man sich interessiert für das, geht man zuerst mal die Übung selber machen und pickt sich Unternehmen aus oder schaut sich Marketingabteilungen an auf LinkedIn oder auf diesen Websites, auf diesen News-Sites, die ich jetzt irgendwie auch schon erwähnt habe, und schaut sich das mal ein bisschen einzeln an und wer weiß, vielleicht macht man die eine oder andere Connection. Ich glaube nicht, dass man gerade sofort zu einer Agentur rennen müsste wegen so etwas.